Frage FB5. Wie ist der Bibelcode von Michael Drosnin zu beurteilen? Der US-Journalist Michael Drosnin behauptet in dem Buch Der Bibelcode, dass die Bibel einen verborgenen Code enthalte und dass dieser nun geknackt sei. Der hebräische Text der 5 Bücher Mose enthält 304.805 Buchstaben und wird zunächst ohne alle Leerstellen in einen Computer abgespeichert. Dann werden aus diesem Buchstabenvorrat die jeweils Entenbuchstaben, also zum Beispiel mit dem Abstand n = 2, 3, 4 oder 17 oder 35 entnommen, wodurch ständig neue Buchstabenreihen produziert werden können. Durch Verschiebung des Zählanfangs besteht die Möglichkeit, weitere unterschiedliche Buchstabenfolgen zu erzeugen. Die so gewonnenen Buchstabenreihen werden in Blöcken mit einer bestimmten Spalten- und Zeilenzahl angeordnet. In dieser schier endlosen Zahl von Blöcken sucht man nach gelegentlich auftretenden Buchstabenkombinationen, die eine Bedeutung tragen und in die prophetische Hinweise für unsere Zeit hinein interpretiert werden. Wie nun ist diese Methode zu beurteilen? Zunächst betrachten wir informationstheoretische Einwände und dann biblische Einwände. Erstens, diese Vorgehensweise ist völlig willkürlich und durch nichts begründbar. Dass in einem so riesigen und schier unerschöpflichen Buchstabenvorrat hier und da Namen und Wörter vorkommen, die eine Bedeutung tragen, ist geradezu unvermeidbar. Die Trefferquote erhöht sich noch drastisch, weil bei der Suche vorwärts, rückwärts, senkrecht, diagonal und willkürlich gemischt gelesen werden darf. Mehr noch, auch das Überspringen mehrerer Buchstaben ist erlaubt. Zweitens, der weitaus größte Teil der Buchstabenblöcke ist lediglich Abfall, in dem auch bei ständigem Methodenwechsel keine bedeutungstragenden Elemente zu finden sind. Weiterhin kommt dieser Art Buchstabenspielerei noch die Eigenheit der hebräischen Sprache entgegen, dass bestimmte Vokale nicht geschrieben werden. Auch dadurch steigt die Trefferquote an. Drittens, bei der Drosninschen Methode werden die Zeichen immer aus derselben Quelle entnommen. Damit ist sichergestellt, dass auch diese Häufigkeitsverteilung der Buchstaben sich nicht ändert. Das zufällige Auftreten von Wörtern aus dem Sprachschatz der hebräischen Sprache wird somit erheblich wahrscheinlicher als bei Entnahme aus einem Pool mit anderer Verteilung. Viertens, die Bezeichnung Bibelcode für die statistischen Spiele von Drosnin ist irreführend, weil ein Code immer einen Sender, also Urheber, voraussetzt. Alle hier betrachteten Buchstabenselektionen sind aber als Zufallsfolgen anzusehen, die prinzipiell nicht entschlüsselt werden können, da sie definitionsgemäß keine Bedeutung tragen. Damit ist alles, was Drosnin herauszulesen versucht, reine Willkür und ohne jegliche Absicht eines Senders. Fünftens, der australische Mathematiker Brendan Mackay wandte die Bibelcode-Methode auf den englischen Roman Moby Dick an und konnte in gleicher Weise sensationelle Ergebnisse herauslesen. Damit hat er gezeigt, dass das Ergebnis unabhängig von der verwendeten Quelle ist. In einem genügend großen Buchstabenvorrat kann man fast alles finden, was man sucht. Wörter, die nicht in den beabsichtigten Konsens passen, ignoriert Drosnin einfach. Übrigens, Mackay fand auch das Wort Drosnin und in unmittelbarer Nähe das Wort Liar, also Lügner. Wir kommen nun zu den biblischen Einwänden. Erstens, die zentrale Botschaft der Bibel ist die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Sie zeigt uns, wer Gott und wer Jesus ist und wie wir die Rettung und das ewige Leben finden. Sensationelle politische Ereignisse sind kein biblisches Thema. Hier aber setzt Drosnin mit seiner Suche ein,
und stellt sich damit gegen die biblische Offenbarungsabsicht. Die angeblich entschlüsselten Botschaften passen also keineswegs in den Kontext der Bibel. Zweitens, die willkürlich zusammengebastelten Wörter von Drosnin stehen weder in irgendeiner Ordnungsstruktur, noch ergeben sich dabei vollständige Sätze. Hingegen ist es das Anliegen der Bibel, sich in verständlichen Sätzen zu äußern, damit wir den Sinn leicht erfassen können. Gott hat sich in seinem Wort direkt lesbar offenbart, aber nicht in rätselhaften Computerspielen. Die Botschaft der Bibel ist so angelegt, dass schon Anfänger im Glauben sie verstehen können. Sie kann darum nicht in einem Geheimcode verpackt sein, der erst am Ende des 20. Jahrhunderts entschlüsselt werden kann. Drittens, Drosnin zeichnet ein verzerrtes Gottesbild, das der Bibel widerspricht. Er schreibt zum Beispiel: Vielmehr schien es, als ginge er, also der Code, auf ein uns wohlwollendes, jedoch nicht allmächtiges Wesen zurück, das uns vor einer drohenden Gefahr warnen sollte, um uns Gelegenheit zu geben, uns selbst zu schützen. Das Jahr 2012 wird mit einem Kometen in Verbindung gebracht, der die Erde vernichtet. Das Ende dieser Erde wird nach der Bibel keineswegs durch einen Kometen ausgelöst, sondern durch das Gericht Gottes. Bezüglich des Zeitpunktes ist niemand in der Lage, dafür eine Jahreszahl zu nennen, auch nicht der Bibelcode. Viertens, Drosnin schreibt: Ich bin nicht religiös und glaube nicht einmal an Gott. Die Offenbarung Gottes geschieht aber nur an Menschen, die ihm glauben und vertrauen. Darum ist Drosnin als falscher Prophet einzuordnen. Halten wir fest, der Bibelcode ist von der Vorgehensweise eher eine beliebige Buchstabenspielerei, bei der grundlegende informationstheoretische Aspekte ignoriert werden. Dieses lediglich auf Sensationslust abgestellte Konzept lässt Raum für unverantwortliche Spekulationen. Die von Drosnin aus Fragmenten konstruierten Aussagen widersprechen dem eigentlichen Wesen der biblischen Offenbarung und stellen sich damit gegen Gott und seine Botschaft.